Eng neue Rubrik am Ulzig-Kanal, Le Podcast. Was das genau ist, erklärt euch den Jay. Moin und willkommen bei der ersten Folge vom Le Podcast. Weil das halt ganz für kurz zu erklären, anstatt immer die normalen Interviews, die ihr sonst vom Ulzig-Kanal kennt, habe ich mal gedacht, dass wir mal einfach einen Videopodcast draus machen, wo wir dann noch wirklich eine Diskussion kann feiern über verschiedene Themen mit verschiedenen Leuten. Und ja, da sind wir heute bei der ersten Episode, Mam Felix. Und wir schätzen heute über Sport, beziehungsweise über Sportverletzungen, weil ich meine, du warst der beste Kandidat dafür, gell? Ja, also wie gesagt, nach der Winzerfangen ist der Felix Gödert. Ich bin 16 Jahre alt und ich bin ein Schüler aus dem Sportlycée. Ich spiele Handball mit Jay an einer Equipe zusammen. Viermal. Die Saison haben wir mal endlich zusammen angefangen zu spielen. Das Zeit gehen. Und ja, für uns anzufangen mal schon ja, an einer Halbfinale mein Kreuzband gerissen. Und ja. Wie ist es geschieht? Man tut an einer Konter sind ich halt falsch gelandet, falsch abgekommen. Und dann ist mein Knie noch bannen so gebet. Ja, das ist halt so ein bisschen so fortgesprungen. Und hat halt gekracht. Ja, das ist das schon mal kein gutes Zeichen, aber das finde ich komplett verdrängt. Weil du denkst dir nur nicht Schlimmste in dem Moment. Also du willst dir nur nicht Schlimmste denken, weil das ist Gedanke. Du hast ja nur, also das war so wie Kuh, hast aber noch nicht viel weh, oder? Auch den ganzen anderen. Also wie gesagt, ich war halt, ja, es war wirklich nicht viel weh. Ich konnte am Anfang direkt gehen und dann sind ich halt vom Terrain gegangen. Mit Telefon den Trainer sind ich halt so gehumpelt. Aber es war nicht mega schlimm. Ich konnte halt gehen, ich habe halt gedacht, es wäre Kuh. Einfach 3D steht es da weh und dann ist es gut gegangen. Das ist schon eher ein selbst Match wollte spielen. Ja, selbst den Match wollte ich spielen. Das wollte ein Trainer leider nicht. Das war auch gut so. Ja, natürlich. Ich meine, das ist die Sportlermentalität. Das ist gut, dass ja, du der Rebel weitermachen. weiter. Ja, den Trainer, zum muss ein Halbfinale. Ja, den Trainer, der wollte nicht gesagt, schon, ich finde nächste Woche. Ja, leider habe ich die Woche drüber auch nicht gespielt, gell. Ja, warst du direkt nur Matchprodukte, oder? Nein, nur Match sind wir nach Hause gegangen, also ganz normal Anfang. Da wolltest du mal hochfahren wahrscheinlich. Ich bin ein bisschen gehumpelt, wie gesagt, schon gedacht, wäre Kuh. Und ich halt aufgewartet, also das auch nicht geschwollen gewesen oder blau war auch nicht. Gut nicht? Gut nicht. Auch ein paar Stunden, ne? Nein, gut nicht. Da sind ich dann, meines halt einfach immer konstant wehgetan. Halt. War nicht mega schlimm, ich habe konstant wehgetan. Sind wir an den Sportklinik gegangen beim Doktor. Einfach für mal Kontrolle schon. Genau. Und was rauskommt. Ja, den hat gesagt, dass es keinen Sinn, dass das Kreuzband halt durch ist. Ja, den hat er dann halt gesagt, aber waren natürlich nicht sicher. Ja, aber trotzdem, das ist aber Schock, was du gesagt kriegst. Natürlich, meine Mama und ich war schockiert halt. Wir haben nicht so weit geduld. Meine Mama, du kannst dir ja vorstellen. Oh, deine Mama ist nicht. Genau, ja, die Mama ist auch normal. Schwester. Du willst als Sportler nie out sein, du willst nie verletzt sein, weil du willst immer spielen, weil du willst den Sport gerne. Du musst halt für einen bestimmten Grund. Du hast so viel Energie daheim, du weißt nicht, was du machen wie du zum Beispiel. Ja, voilà. Geil, ja. Mit meinem Daumen, ja. Und da kommen wir mich später ja. dazu. Und da sind wir dann an Deutschland, haben wir Rendezvous geholt, da konnten wir direkt die Woche drüber Rendezvous. Das geht ganz schnell, das ist schon ein anderer Level. Und ja, da sind wir da hingegangen und dann hat sich halt herausgestellt, dass das Kreuzband durch ist. Das hat den Doktor eben bestätigt, den er angeguckt hat und hat einfach gesagt, wenn nicht um Meniskus, hat dann immer gut sehen direkt das. War aber schon ein bisschen so. Ja, das war dann ein okay Nachricht. Natürlich warst du nicht froh gewesen. Das war nicht drauf, das ist nicht schön. Ja, das war nicht schön. Aber ja, dann bei dem Doktor hier in Lützeburg, für die Operation eben. Ja. Den hat man, also da wollte man bei den Besten gehen. Sie ist durch sich ein bisschen empfroht. Ja, da hat man die Chance, dass man eine Mama gekannt haben, die hier geschafft hat als Sekretärin und die also Rendezvous geholt hat. Das ist man sich schnell bei den Doktor gekommen. Und ja, den hat halt bestätigt, dass das Kreuzband durch ist und hat dann halt angedeutet, dass Kinder bis nach Meniskus sind. Aber der Meniskus? Aber ja, und das war natürlich so, weißt du, so, du hast schon die schlechte Nachrichten mit den Kreuzbändern. Du hast wirklich keinen Bock mehr. Und plus, wie gesagt, den anderen Doktor hat schon gesagt, ja, genau. Nicht Meniskus. Und dann aber Meniskus hast du natürlich nicht gesucht. Das war so alles bei den Mengen. Und ja, hat halt gesagt, ja, kein etwas sehen mehr. Gesagt hat recht von während der Operation, wenn der Knie oben ist. Ob es nicht schlimmer so nicht. Ja. Das ist, ja, dann die Reaktion, wie war? Das war, nein, kein schlimm wie die erste Reaktion, so, weil das nicht mir lang.
du hast halt nicht erwartet und ja, das ist halt einfach nicht schön. Aber in dem Moment, du realisierst halt auch nicht richtig geil. Für sich herausgestellt, dass es mir schlimm war mit dem Meniskus. Da ich dann 6 Wochen schien und 6 Wochen nicht um Bein abtrippeln, was eigentlich richtig schlimm ist für den Muskel. Das war wirklich das Schlimmste. Und wenn du halt nicht mehr ein Kreuzband gehabt hast, dann hast du den Verband einfach gekriegt unter dein Bein und dann 3 Wochen Licht drüber gehen und dann ganz und dann eben die nicht so schlimme Meniskusverletzung, die auch immer schlimm ist. 6 Wochen schien wie ich und dann 3 Wochen nicht drüber trippeln, dann Licht drüber trippeln, ja. Also ich weiß, du hast 2 Saison ganz, also die Saison musst du dich verletzt, jetzt plus du letzte Saison ganz, was du da fordern, gell? Ja, genau. Also die Saison, wo ich mich verletzt habe, war am Anfang schon so gut wie fertig. Ah, okay, ja. Das war am Anfang gut, dem Moment. Wenn es sind. Also zu Verletzungen, Operationen, das alles so an die große Vakanz halt daran gerutscht, was dann den ersten Moment gut ist. Aber ja, natürlich die ganze Saison noch nicht verpasst, weil wie gesagt, von 8 Monaten hat sich auf 12 Monate geschafft, dass du eben 12 Monate nicht mehr kannst spielen kannst. Der Blick ist dann nicht mehr auf die nächste Saison, weil du weißt, wenn ich dort so schnell aufhängen, dann verletze ich mich immer, das willst du nicht. Und dann denkst du einfach, ja okay, halt schon den Plan. Du spielst einfach die Saison. Das ist so schnell wie möglich, aber genau. Und das ist eben nicht mehr geschieht, weil du willst den Risiko so gut wie möglich minimieren, dass es nicht mehr geschieht. Ja, logisch. Das ist auch immer ein gewissen Angst. Also sogar ich hat Angst oder Hund beziehungsweise Angst, dass ich so eine Verletzung habe. Den Moment habe ich natürlich schon nicht viel mitgekriegt, den Moment leider. Ja, weil ich die Saison nicht da war. Dafür ist das heuer oder ein bisschen neu für mich, so erklärt zu kriegen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ein ziemlicher Schock war. Ja. Auch die ganze Zeit dann so, auch für dich allein so echt mental, wie war das? War das aber also die ersten Monate waren die schlimmst, weil du trippelst nicht, also du kannst nicht auf dein Bein abtrippeln. Also sind die, wo es am meisten kannst machen, gell? Ja. Die sind die schlimmst. Du verlierst halt so viel Muskelmasse, du kannst nichts daran ändern, du kannst nichts machen. Und du siehst, wie der Muskel immer mehr klein geht, wie Wackelpudding war den Hanno. Ja, das war wirklich die schlimmste Monate. Das war so die ersten Monate. Die waren aber auch nicht die schlimmste, weil du gefangen, weißt du? Du warst frisch und du hast ein bisschen, ja, ich kann mir vorstellen. Und hat sich dann entlang zieht, dann geht es immer mehr schlimm. Und dann hatte ich auch noch Probleme mit einem Muskel, den sich nicht richtig aufbauen wollte. Und das sind dann immer so, weißt du, so Ups and Downs, die du hast. Man hatte natürlich Chance, am Sportlich hat man einen Sportpsychologe, bei dem man konnte gehen, den uns bei der mentalen Seite halt da geholfen hat. Ja, immerhin da. Das ist auch so kleine Sachen, die aber dann... das wichtig, oder auch mit Kollegen, mit Familie schwätzen, das ist ganz wichtig einfach. Ich hatte Chance, ich hatte noch nie etwas. Also eben mein kleiner Fanger, wo auch komplett blöd war, 4 Runden im Training. Ja. Geht nicht gemischt, geht am Generellen einfach über Sport oder Verletzungen. Naja, immerhin können wir das Saison ungefähr eigentlich zu zweit spielen, ganz langer Zeit. Ja. Schon mal zu zweit im Terrain. Dass das wirklich Zeit geht. Bon, lo kann der Herr natürlich auch nicht spielen für eine kurze Zeit. Darüber will ich lieber nicht schwätzen, aber bon. Ja, ich habe mich an bei einem Match halt um Daumen blessiert. Bon, muss auch so. Hallo. Kannst du viel machen im Moment? Ja, aber das ist eine Verletzung. Ja. Das ist aber auch weitergespielt, gell? Ja, das ist am Weg noch weitergespielt. Es wird nicht so weggedreht, du musst einfach weitergespielt. Wie lange musst du noch Pause machen? Hallo, also nach 3 Wochen wahrscheinlich, hängt von der auf, wie drin schon nächste Woche ausgeht. Ja. Aber hoffen wir mal. Mal Chance, dass man noch die Verletzungen sind die dümmste Verletzungen wirklich. Bon. Hoffen wir mal, dass wir uns zurückpassen. Nur dem Bild noch, dass wir wirklich da ganz können spielen. Dass wir eine gute Saison, dass wir die Coupe gewonnen, Championat. Wir hoffen natürlich das Beste. Ja. Aber einfach Spaß tun. Haben Sie im Terrain, das ist eine ganz lange Zeit. Nicht an Verletzungen denken, einfach nur mehr Spaß tun. Nein, einfach Spaß tun. Ja, aber ich soll für die erste Folge war das ganz gut. Ich soll merci für den Nachgucken und ich soll noch der merci für dass du kommst. Merci, dass du heute sein. Und ich gebe dir so ein Merci, bis nächstes Mal bei Le Podcast. Merci, Adi.